da für meinen nächsten Auftrag. Morgen sind die beiden Kameras schon wieder startklar. Nur ein bisschen was mit der Monitorhalterung gefällt mir hier nicht. Also die ist tipptopp fertig. Das ist für die Kamerafahrten dann und für den Reporterbereich gedacht. Und hier haben wir dann die große Camcorder mit dem Monitor, und da muss ich noch mit der Beleuchtung muss ich noch mal die Halterung fixieren. Das ist mir ein bisschen zu wackelig da. Aber das rote Videomic funktioniert sehr gut. Der Monitor ist von der Firma Neva, auch sehr gut. Und die Videoleuchten ist auch der absolute Hammer. Also da liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Leuchtet alles gut aus. Und diese Kamera ist auch soweit fertig. Ja, liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Also wie gesagt, das sind meine beiden Kameras, und für richtige kleine Kamerafahrten über den Tisch drüber oder wenn serviert wird, nehme ich die GoPro her mit dem Gimbal, und dann liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Und jetzt muss ich heute die ganzen Akkus noch aufladen, und dann können wir eigentlich morgen loslegen. Ja, ich sag, die Aufträge wachsen wieder, da bin ich froh. Und am 2. Februar habe ich dann noch eine Faschingshochzeit zum Filmen. Da geht auch was. Da nehme ich dann die rote Funkstrecke her. Da kriegen wir das dann schon hin, damit man den Pfarrer auf dem Altar gut versteht. Na gut, also Kamera optimieren, die muss ich jetzt alle startklar machen, und dann können wir loslegen. Ja, das ist so mein ganzes Video-Equipment, was ich so immer nutze. Ich leuchte das jetzt mal mit dem Ding ein bisschen an, das sieht man so schlecht. Ja, da gehen wir so rüber. Ja, da habe ich ja ein ganzes Video-Equipment. Hier ist alles drin, was man nun für die GoPro braucht. Recht viel gibt es da nicht zum Sehen. Schauen wir mal. Ja, recht viel habe ich da nicht drin. Das ist alles für die GoPro. Also hier links haben wir die GoPro Hero 4 Black. Filmen tue ich gerade mit der GoPro Hero 5 Black. Also die GoPro Hero 4 mit dem Gimbal. Das sieht man ein bisschen schlecht. Und das ist dann Zubehör für die GoPro Hero 5. Und hier haben wir das Zubehör für die GoPro Hero 4. Also das ist einmal rein das GoPro Equipment. Also ich wollte euch bloß einmal zeigen, was ich eigentlich so in der Tatsache zum Filmen benötige, wenn ich außerhalb von YouTube filme, was ich da alles so dabei habe. Das ist praktisch die Transportbox, da nehme ich immer alles mit im Auto. Hier habe ich das ganze Audiozeug drin, Zoom H4n und rote Funkstrecke habe ich da drin. Das ist alles hier super drinnen. War einmal so ein Kosmetikkoffer. Den kann ich nur empfehlen, wenn man so einen günstigen auftreibt. Die sind recht praktisch für kleine Sachen. Hier ist alles
gut geschützt. Was ich auch ganz gern hernehme, das ist der Olympus Diktiergerät für ein externes Ansteckmikro. Also kann ich nur empfehlen. Diktiergerät funktioniert sehr gut und hinterher natürlich den Ton synchronisieren. Dann habe ich hier so meinen Kopfhörer für den Monitor. Da kann ich dann immer kontrollieren, wie sich der Ton anhört. Dann habe ich hier ein Shotgun Mikrofon. Das ist sehr gut für die Reportagen, also wirklich top für Interviews etc. Auch sehr gut, ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, aber der Ton ist der absolute Hammer. Und hier diverses Zubehör. Hier habe ich sämtliche Filter drin für meine Panasonic Systemkamera und dann kabellosen Fernauslöser, auch nicht schlecht. Ja, das ist alles, was ich so habe, und jetzt muss ich schauen, dass ich alle Akkus für morgen geladen habe, und dann liegt der Eröffnungsfeier nichts mehr im Weg. Na gut, also das ist einmal alles so Kamera-Equipment. Da unten drin habe ich lauter diverse Stative. Dann Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3, und das ist eigentlich dieser Sony Camcorder 4K. Ja, das ist eigentlich mein Hauptcamcorder. Gut, also das war's eigentlich zu meinem Kamera-Equipment. Also das ist wirklich eine Top-Kamera, und vor allem der Neva-Monitor hat man alles super in Kontrolle, unter Kontrolle, und funktioniert sehr gut. Und für kleine Interviews so unterwegs nehme ich auch gern meine Panasonic Camcorder her, auch mit der Neva Videoleuchten. Kann sich sehr gut sehen lassen, und die Matbox ist voll aus Aluminiumblech gefertigt und lässt sich sehr gut handeln. Vor allem kann man sehr gute Kamerafahrten machen, also das geht wunderbar. Die liegt wie ein Brett, und das ist mir sehr vom Gewicht her absolut top, weil da liegt sie am besten in der Hand. Also ich habe eine sehr ruhige Hand mit dieser schweren, die hat ungefähr 6 Kilo. Ja, 6 Kilo bringt sie auf die Waage, wenn jetzt der Akkus alles drinnen ist. Und der eine externe Monitor, der kommt hier auf den Gelenkarm drauf. Da bringt sie so ungefähr 6 Kilo auf die Waage. So. Also mit diesem Sinne, das war's. Einfach mal mein Equipment zeigt, was ich so habe. Und reine YouTube-Videos nehme ich meistens am liebsten die GoPro her oder die Panasonic Bridge Kamera. Die lässt sich gut im Wald transportieren und. Und für außerhalb der YouTube habe ich natürlich mein volles Profi-Gerödel dabei. Na gut, also macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede, das war das erste Video 2018, Kamera-Equipment. Mehr gibt es da nicht zum Sagen. Ah ja, da habe ich auch noch so diverse Ersatzteile drin, aber die sind alle schon verbaut. Ja. Ein GoPro-Ladegerät und. Ja. Also da ist jetzt eigentlich nichts mehr drin. Gut, das war's. Also bis zum nächsten Video. Helmut, macht es gut. Servus.